herzliches Willkommen zum Kanal Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Heute bin ich beim Prior im Lötschental zu Gast. Meinem lieben Kollegen und langjährigen Freund, vielen Dank Thomas Pfammata. Thomas, großartig, dass du dir Zeit nimmst. Ich habe dich jetzt ganz speziell begrüßt. Ich habe nicht gesagt Pfarrer vom Lötschental, nicht Prior vom Lötschental, sondern Prior im Lötschental, nämlich hier im schönen Kippel. Wie kommt es zu dieser Bezeichnung? Du bist Prior. Ja, also zuerst mal hallo Timo, schön, dass wir uns treffen hier und miteinander dieses Gespräch führen können. Also es ist so, das Lötschental ist seit seinem Beginn her, was man so in den Chroniken und Archiven sehen kann, ein Priorat, was das Seelsorgerische anbelangt. Und das hat einen historischen Hintergrund. Im Jahre 1233 wird erwähnt, dass der damalige politische Herr über das Lötschental, das war ein bestimmter Freiherr von Thun, also die Herren von Raron gehören dazu, dass dieser Freiherr das Lötschental in die Obhut des Klosters Saint-Maurice gab, um die Seelsorge im Tal gewährleisten zu können. Und das Kloster Saint-Maurice hatte damals ein Tochterkloster, Abondance, und um diese Seelsorge zu gewährleisten, hat der Abt von Abondance Ordensleute ins Tal geschickt. Prior, das ist ein Titel eines Ordensmannes, das sind Augustiner Chorherren, und dann kam dieser Prior mit seinen Leuten hier ins Tal. Und ja, über 400 Jahre oder an die 400 Jahre hat das Kloster tatsächlich die Seelsorge gestellt. Abondance ist dann untergegangen, also ist nicht mehr existent geworden. Und der damalige Bischof von Sitten im Jahre 1607, das war Adrian II. Von Rietmatten, hat dann das Lötschental in seinen Seelsorgebereich zurückgenommen. Und schon vor dem waren Weltpriester hier engagiert. Aber geblieben ist dieser Titel. Und tatsächlich ein pikantes Detail, Timon. Der jetzige Bischof von Sitten, unser Jean-Marie Louvet, hat meine Ernennung so gemacht: Sie sind Pfarrer von Platten, Pfarrer von Verden, Pfarrer von Wieler und Prior von Kippel. Das ist einmalig. Genau, also alle anderen Pfarreien, für sie ist der Titel Prior jetzt nicht mehr in dem Sinne existent. Da bin ich der Pfarrer. Und hier in Kippel, für die Leute von Kippel ist es wichtig, nein, das ist unser Prior, eben historisch so gewachsen. Die anderen Pfarreien haben sich im Laufe der Zeit verselbstständigt, hatten einen eigenen Pfarrer und sind insofern unabhängig geworden von Kippel. Und der Prior, sein Einflussbereich beschränkte sich dann mehr und mehr auf die Gemeinde, auf das Territorium von Kippel. Deshalb heißt es heute Prior von Kippel. Aber da ich ja beide Ämter in Personalunion, also oder alle 4 Ämter in Personalunion ausführe, ist der Pfarrer im Lötschental auch zugleich als auch der Prior, weil es nur einen Geistlichen gibt. Ja. Hochinteressant. Das Lötschental im Oberwallis ist ein ganz besonderes Tal. Wir werden noch speziell auf die Kirche eingehen, die kirchliche Tradition und Geschichte, aber allgemein zum Lötschental. Was zeichnet das Lötschental besonders aus? Wir haben jetzt Zuseher aus der Schweiz, aus der Deutschschweiz, aus Holland, aus Deutschland, aus Österreich. Und wer es nicht kennt, was zeichnet das Lötschental im Oberwallis besonders aus? Also ich würde persönlich sagen, es ist ein wunderschönes Tal. Es ist einfach ein wunderschönes Tal. Das ist sehr subjektiv, aber ich denke, viele Leute, die zum ersten Mal in dieses Tal kommen, die werden das so oder anders auch bestätigen. Es ist ein Tal, das mit seiner Natur einlädt, zu verweilen, zu kommen, es zu erkunden, sei es wandernd, ablaufend. Man kann wunderbar zum Beispiel den Höhenweg machen, bis hinein auf die Pfafleralp. Man ist immer sozusagen, wenn man so will, im Bann des schönen Bietschhorns. Es ist auch im Winter ein Anziehungspunkt, zum Beispiel für Wintersportler, die dann gerne auf der Lauchenalp Ski fahren. Es ist dieser Reiz der Natur, dieses Urtümliche, dieses Bodenständige, was man hier antrifft, was Menschen in seinen Bann ziehen kann. Es ist dieser Aspekt des Verwurzeltsein, der einem hier entgegenkommt, weil vieles auch von der Natur her so belassen ist wie natürlich.
wenn ich jetzt zum Beispiel an Wieler denke und die Entwicklung im Tourismus, wurde da vieles angepasst und ist das modern und hoch ausgerichtet auf die Ansprüche des heutigen Touristen, der heutigen Touristin, aber es hat dieses natürliche Cachet bewahrt, mit der Umgebung ist es vielleicht verbunden. Die Leute hier oder auch so im Tourismusbereich sagt man ja auch das magische Tal. Das spricht ein bisschen diese Dimension an. Dieses Geheimnisvolle und zugleich auch Einladende. Einladend in dem Sinne, es will entdeckt werden, es will zu Herzen gehen, es will aufgespürt werden sozusagen. Und auch sicherlich faszinierend immer das Ursprüngliche auch, das Ursprüngliche, das wir hier erleben können. Es gibt aus den vielen Traditionen zwei spezielle, ich möchte diese mal herausgreifen. Das sind zum Beispiel die sogenannten Cekata. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Was hat es mit denen auf sich? Also die Fasnacht ist ja im katholischen Bereich etwas Wichtiges, könnte man sagen, sozusagen entstanden, wie du ja weißt oder wie wir alle wissen, als Gegenpol zur dann doch nachfolgend strengen Fastenzeit. Eine Zeit nochmals, wo man ein bisschen ausgelassen ist, wo man das Leben genießt, in Anführungszeichen, um dann eben umso gestärkter hineinzugehen in diese 40 Tage der Fastenzeit. Das ist ja sicher mal so der Überbau, der Überbegriff. Und ich denke, die Cekata ist jetzt einfach eine Ausformung, eine typisch und einmalige Ausformung hier im Lötschental. Es sind Leute, die sich verkleiden, die eine besondere Maske tragen, die sie oft, also früher haben diejenigen, die eine solche Maske tragen, diese auch selber geschnitzt, selber bearbeitet, selber gemalt dann auch. Heute gibt es sogenannte Maskenkeller. In Verden gibt es das, aber auch in Kippel, in Blatten, in Wieler, überall gibt es Leute, die heute Masken schnitzen, die das hervorragend machen und weiterentwickeln, die auch moderne Elemente in diese urtümlichen Masken hineinbringen. Und diese werden dann getragen von den Leuten, die eben dieses Cekata betreiben, dieses Treiben der Masken. Früher haben das nur junge Männer gemacht, auch nur tagsüber. Und jetzt ist es auch so, dass das Männer und Frauen machen, Kinder auch machen, Jugendliche natürlich vor allem machen, gerne machen. Und vor allem dann nach Einbruch der Nacht, nachdem die Leute aus der Arbeit zurückgekommen sind und jetzt Zeit haben, das zu tun. Es ist typisch fürs Lötschental. Es hat auch etwas mit diesem Urtümlichen zu tun, was ich ansprach. Es gibt ein eigenes Buch. Jawohl. Das haben wir jetzt, glaube ich, nicht hier. Über das Lötschental, über die Masken. Über die Cekata, ja. Cekata, das hat der Ignaz Bellwar geschrieben. Genau, wir werden das unter dem Video setzen. Er hat zum Beispiel, das ist noch interessant in diesem Buch, er hat alle Leute oder viele Leute zumindest, die im Lötschental Masken schnitzen oder schnitzten, hat er da aufgeführt. Und er hat auch so von der Herkunft der Cekata spricht er da. Es gibt verschiedene Theorien, woher jetzt diese Figur kommt. Das beschreibt er da gut und das ist sicher für die Leute, die sich dafür interessieren, empfehlenswert. Ich stelle auch fest, dass viele Leute außerhalb des Tales sich für die Cekata interessieren. Vor allem Leute aus dem französischsprachigen Bereich unseres Kantons oder auch von anderen Kantonen in der Schweiz, die kommen ins Lötschental für den großen Maskenumzug, der immer am feisten Donnerstag, diesem Fasnachtstag am Abend ist. Da gehen die Cekata von Blatten bis nach Wieler, machen die so einen Umzug, könnte man sagen. Manchmal über 100 Masken. Und da sind viele Leute, die Straßen säumen, aber die selber auch unter diesen Masken dann mitgehen. Also es hat schon so eine Ausstrahlung. Das ist dann mal gewachsen aus einem Protest gegen die Masken, hat man sowas erfunden dann. Und das ist heute jetzt natürlich in Corona-Zeiten nicht, aber sonst hat das einen großen Anziehungspunkt, weit über die Grenzen des Lötschentals hinaus. Das zeigt auch, dass diese Tradition irgendwie offen ist für Neues und es schafft auch von den Motiven, was die Masken betrifft, Neues zu integrieren, umzustellen. Ja. Science-Fiction-Sachen zum Beispiel oder auch was die Kleidung anbelangt, aber eben auch offen ist für Leute, die jetzt nicht Lötschentaler sind, solche Masken dann auch
zu tragen oder das zu unterstützen. Ich meine ja, es ist urtümlich Lötschental. Ja. Und mir gefällt immer, wenn das ein Lötschentaler oder eine Lötschentalerin macht. Genau. Also wir beide in diesen Masken, das würde gar nichts bringen. Ich sage viel meinen Leuten, die sagen mir, ja, Prior, kommst du auch? Ich sage, ja, nee, das kann ich schon, aber wisst ihr, das wäre lächerlich. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mich bewegen soll. Wie soll ich mich bewegen? Das weiß man doch. Das muss ein Lötschentaler sein, der das mitbekommen hat, von Kind auf. Und der das trägt, diese Pelze, diese spezielle Kleidung, dann die Maske auch. Das wäre sonderbar. Wäre sonderbar. Das Spannende ist ja, das ist eine Tradition, Cekata, typisch von hier, ursprünglich und über das Tal hinaus bekannt. Ja. Jetzt gibt es noch eine Tradition, die sicherlich viel im Oberwallis nicht bekannt ist, aber hier auch eine Tradition ist, wenn man 20 Jahre alt wird, hier im Lötschental gibt es auch so einen bestimmten Initiationsritus. Du meinst das Kinigrossli vielleicht? Absolut. Ja, gut. Ich denke, das musst du jetzt auch erklären, weil ich kann mir vorstellen, viele kennen das nicht. Viele kennen das nicht. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es so etwas Vergleichbares sonst gibt. Sicher auch, aber in einer anderen Form. Also das Kinigrossli ist, könnte man sagen, das sind 20-jährige junge Männer, also die in diesem Jahr 20 Jahre alt werden, die gehen aufs Rossli. Das heißt, die pflegen diesen Brauch. Es ist ein Brauch, der zum Fest Erscheinung des Herrn passt, also zum 6. Januar, Dreikönigsfest. Und eigentlich hat sich dieses Kinigrossli entwickelt aus den mittelalterlichen Mysterienspielen. Da hat man gewisse Feiern, nicht nur an Ostern, sondern auch andere kirchliche Feiern, versucht, so in Mysterienspielen darzulegen. Und aus diesem Bereich heraus kam das Kinigrossli. Das hat sich aber dann verselbstständigt und die Kirche hat es einfach dann verdrängt aus dem Raum der Kirche. Ja, sodass sich das nicht mehr mit der Kirche zusammen weiterentwickelte, sondern sich ein bisschen verselbstständigte. Und das ist auch in Lötschental der Fall. Es existiert nach wie vor. Aber es hat jetzt zum Beispiel auch Züge angenommen, die nicht mehr typisch sind für den kirchlichen Bereich. Hier im Lötschental sind das die Göttler, die das Kinigrossli begleiten. Die haben zwar auch ein schönes Kostüm an, das entspricht auch der Tradition der 3 Könige, die wunderschön gekleidet sind, aber die präsentieren dann das Rossli lautstark und manchmal eben zu laut vielleicht, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall begleiten die das Rossli. Vielleicht noch so zu sagen, der junge Mann ist in dieses Rossli, das ist ein Gestell, das sieht aus wie ein Pferd, ist er mit seinem Gewand, mit seinem Hemd eingenäht und er trägt dann dieses Gestell, so dass es aussieht, als sitze er auf einem Pferd mit seinem Begleiter. Daher Rossi, kleines Pferd. Ein kleines Pferd, ein Rossli. Es erinnert an die 3 Könige, die zur Krippe kommen. Und ich versuche heute einfach den jungen Leuten zu sagen, es ist wunderbar, wir unterstützen diesen Brauch, macht doch das. Aber kommt doch auch an die Krippe und dann empfangen wir da den Segen. Und dann geht ihr wieder hinaus, sie besuchen dann die Gemeinderäte oder eben auch den Pfarrer besuchen sie. Und die Leute sehen sie dann. Und es ist schön. Ich möchte noch dazu sagen, nicht alle Leute im Lötschental teilen diesen Brauch. Obwohl es schon eine Tradition ist, die wirklich alt ist. Ja. Aber viele sagen, nein, mit dem Brauch können wir nicht mehr so viel anfangen, und das speziell. Und aber ich denke, es ist ein Kulturgut hier im Tal. Ich finde es hervorragend, dass junge Leute bereit sind, das zu tun. Und wenn man auch bedenkt, dass rundherum viele Leute arbeiten, damit dieser junge Mann so ein schönes Kleid hat. Viele Leute müssen da nähen, Frauen, die das können und die dieses Wissen weitergeben. Dann auch Familien, die das Kleid an eine andere Familie weitergeben. Da ist ganz viel Arbeit mit verbunden. Und da wird doch viel Aufwand betrieben. Und es wäre schade, wenn es das nicht mehr gäbe. Aber ich verstehe auch, dass Junge sagen, nein, das stimmt nicht für uns, das möchten wir nicht mehr tun. Das gibt es also auch. Es ist nicht wie bei den Cekata, die doch durchs Bandweg akzeptiert ist und getragen wird. Das Kinigrossli kann das nicht für sich reklamieren. Das wird teilweise auch nicht mehr gut gemacht. Für viele Junge machen das nicht. Aber doch immer wieder vereinzelte, vor allem in Verden, in Kippel und in Wieler. In Blatten schon seit längerer Zeit nicht mehr. Da gibt es doch immer wieder Einzelne, die bereit sind, das zu machen. Interessant. Literatur soll im Entstehen sein. Habe ich mal gehört, dass unser Ignaz Bellwald, denke ich, mit anderen
Kollegen vielleicht auch so etwas machen würde. Aber genaueres gibt es da noch nicht. Ja. Soweit ich weiß. Jetzt gibt es spezielle kirchliche Feste, also jetzt nicht nur Feste, die aus dem kirchlichen Bereich entstanden sind, sondern spezielle kirchliche Feste. Im Wallis allgemein sehr wichtig, das Fronleichnamsfest, aber im Lötschental auch noch einmal besonders. Ja. Was ist da nochmal am Fronleichnamsfest im Lötschental besonders? Also wir haben im Lötschental natürlich, aber das kennen auch andere Pfarreien, andere Gebiete, diese wunderschöne Prozession mit dem Allerheiligsten an diesem Tag durch die Gassen des Dorfes. Und bei uns im Lötschental kommt jetzt hinzu, dass die Herrgottsgrenadiere an dieser Prozession teilnehmen. Herrgottsgrenadiere, das sind Männer verschiedenen Alters, die eine wunderschöne Uniform haben. Die Ursprünge gehen zurück in die neapolitanische Söldnerzeit, wo diese Soldaten da arbeiteten für den König in Neapel, und natürlich, als sie ihren Dienst vollendet hatten, kamen sie mit dieser Gala-Uniform dann natürlich auch zurück nach Hause. Und ja, es stellt sich natürlich für so Männer damals auch die Frage, wie werden wir in unserer Heimat wieder integriert sein? Und eine Möglichkeit, nach langen Jahren wieder daheim zu sein und auch an diesen Festen teilzunehmen, ist eben die Uniform dann da zu tragen und diese schöne Prozession nochmals zu verschönern und mit zu gestalten. Und so gibt es das in allen 4 Gemeinden, diese Herrgottsgrenadiere, diese Gruppe, die an diesem Fest aufzieht, an Fronleichnam, aber dann auch am Segensonntag. In Visp haben wir das nicht gekannt, also der Sonntag nach Fronleichnam ist der Segensonntag. Ah ja. Und da wird noch einmal wie an Fronleichnam gefeiert, mit Prozession, mit Heiligenmesse. Und was speziell noch ist bei uns, auch das kennen wir in anderen Pfarreien weniger, jede Gemeinde, jede Pfarrei hat ein Kirchweihfest. Also sie kennt das Datum der Kirchweihe, und es wird nochmals ein großes Fest gefeiert an diesem Kirchweihdatum, jede Kirche an einem anderen Datum, wo die Herrgottsgrenadiere aufziehen. Da kommen die nochmals, ähnlich wie bei Fronleichnam, machen eine Prozession. Das sind vor allem diese beiden kirchlichen Feste, explizit kirchlichen Feste, die etwas Besonderes darstellen im Gesamt des Kirchenjahres aufgrund dieser Tradition der Herrgottsgrenadiere. Und das wird sehr hoch eingeschätzt im Tal, ja auch am Fronleichnam. Alle 4 Gemeinden feiern dieses Fest mit den Prozessionen. Das ist für die Leute ganz verwurzelt und wichtig. Verstehe ich auch, es ist auch einmalig, schlichtweg einmalig und schön. Und für dich immer eine Herausforderung, weil du hast mir erzählt, früher gab es ja mehrere Pfarrherren, es gab den Prior in Kippel und es gab praktisch für jedes Dorf einen eigenen Geistlichen, und das musst du jetzt alleine bewältigen, und das ist für dich dann auch immer eine Herausforderung, den Fronleichnamstag parallel in allen Dörfern zu organisieren. Ja, es ist so, nachdem sich Blatten vom Priorat getrennt hatte, das war im Jahre 1898, wurde Blatten zuerst durch einen Kaplan dann selbstständig gemacht und später dann hatte er seinen eigenen Pfarrer. Aber dann auch in den 50er und 60er Jahren wurden Wieler und Verden eine eigene Pfarrei. Das heißt, es gab eine Zeit im Lötschental, da gab es 4 Priester, gell? Und zum Teil auch noch auswärtige Leute, die hier arbeiteten im Progymnasium hier in Kippel. Das waren auch Geistliche von der Gemeinschaft des Heiligen Franz von Sales zum Beispiel. Also es gab viele Geistliche, muss man heute so sagen. Und dann ist es natürlich einfach, solche kirchliche Feste überall zu feiern. Jetzt stellt sich, wie du richtig sagst, für mich immer wieder das Problem, wie kann ich denn das gewährleisten, dass wirklich jede Pfarrei das Fronleichnamsfest feiert. Ich sehe das Anliegen der Leute, ich kann es voll unterstreichen, aber ich kann mich nicht halbieren, geschweige denn 4 teilen. Also versuche ich immer Aushilfen zu finden, weißt du. Und ich erkläre den Leuten, schaut, solange es geht, mache ich das sehr gerne. Irgendwann müsst ihr mir dann auch entgegenkommen, dann machen wir dann etwas als Gemeinschaft, aber dann wird vieles wegbrechen, das verstehe ich. Dann sagen die Leute, das machen wir nicht, das wollen wir nicht. Aber das muss sich entwickeln. Aber das ist die Schwierigkeit, das aufrechtzuerhalten. Von besonderen kirchlichen Orten im Lötschental, es gibt da viel zu erzählen, es gibt ja so viele Kirchen, es gibt so viele Kapellen auf den verschiedenen Alpen. Aber ich möchte noch 2 herausgreifen. Das einmal die Pfarrkirche St. Martin hier in Kippel und dann ist noch eine wichtige Kapelle in Kümmert. Was hat es mit diesen beiden
besonderen Gebäuden auf sich? Ja, eben die Martinskirche ist auf dem sogenannten Martibiel steht die. Das ist eine leichte Anhöhung. Man sieht das auch heute noch, wenn man nach Kippel kommt oder von Wieler her nach Kippel fährt, steht die Kirche St. Martin etwas erhöht. Und als im Jahre 1233 der erste Prior dann hereinkam, fand der eigentlich schon einen Vorgängerbau, es war eine Holzkirche, sagt man, fand er vor, genau auf dieser Stelle, weil das eben ein erhöhter Ort ist. Es ist ja üblicherweise so, dass man spezielle Orte wählt, um einen Sakralbau hinzustellen. Und die Martinskirche ist halt insofern interessant, weil es das erste Gebäude ist, oder zumindest der Ort ist, wo das erste sakrale Gebäude im Lötschental steht oder stand. Später wurde sie ersetzt durch eine gotische Kirche und dann noch viel später, im Jahre 1740, wurde der jetzige Bau der Martinskirche vollendet, 1740, 1742, der Altar. Es war damals das ist französischer Barock, es war ein französischer Architekt, Raguzzi di Rima, ein Walser aus dem Sesia-Tal, hat diese Kirche dann gebaut. Ja, das ist halt insofern interessant, weil das die Ursprünge des Religiösen, was die Architektur anbelangt, kann man hier dingfest machen. Und etwa zeitgleich wie etwa auch das Beinhaus hier in Kippel oder auch der untere Teil des Turmes 1550, 1559 entstand eben auch in Kümat die große Kapelle. Man muss sich vorstellen, eine große Kapelle, eine hervorragend ausgestattete Kapelle, auch der Altar stammt ja aus dem Wallis, ähnlich wie unsere Kapelle in Eholz, mit diesem barocken Altar. Das zeigt doch, dass das Selbstbewusstsein der Talbevölkerung dahingehend zu werten ist, dass man sagt, doch wir sind jemand, wir haben das Anrecht oder wir schaffen das, wir stemmen das, eine solche Kapelle zuhinterst im Tal aufzurichten. Das ist nicht einfach ein kleines Gebetshäuslein, das ist man könnte fast sagen, das ist eine Art Kirche in Anführungszeichen, eine barocke, mit allen Ausstattungen der damaligen Zeit auch, musste sie gestemmt und finanziert werden. Und was interessant ist, sie genießt bis heute, auch wieder über die Grenzen des Tales hinaus, eine große Anziehungskraft. Viele Leute verehren die Mutter Gottes von Kümat, viele pilgern dahin. Für die Leute im Tal allgemein ist Kümat dieser Gemeinschaftsort. Auch ein Wallfahrtsort? Auch ein Wallfahrtsort. Ja. Es gibt eine Talwallfahrt, sagen wir dem, wo alle Leute eingeladen sind aus dem ganzen Tal, Ende September. Die geht dann immer von Blatten nach Kümat. Also das ist schon so ein Pilgerort, der für viele Leute eine wichtige Bedeutung innehat. Und darüber hinaus auch für Hochzeiten gerne genutzt wird. Genau. Durfte ich selbst schon mit dabei sein, auch das ist ganz besonders. Das ist sehr angenehm für die Brautleute auch, von der Größe her, für die Gemeinschaft, ja, genau. Schön. Wenn jetzt jemand Lust, Appetit aufs Lötschental bekommen hat, nicht nur kulinarisch, sondern noch weiter eintauchen möchte, spirituell, historisch, du hast da einige Bücher mitgebracht, eine kleine Auswahl für Stück. Fangen wir mit Pferden an, das ist also Pferden, ein Standardwerk, kann man sagen. Ja, es ist ein Standardwerk für Pferden im Lötschental. Es ist so eine Chronik über die Gemeinde, über die Pfarrei Pferden. Diese Chronik wurde verfasst von Hans Blözer. Er war damals Pfarrer in Langnau, er stammt aus Pferden. Sie spricht von der Geschichte, von der Genealogie und vom Brauchtum des ersten Dorfes im Lötschental. Hochinteressant, Pferden ist ja alle Gemeinden sind sehr, sehr interessant. Diese Chronik ist schon ein bisschen älteren Datums und meines Wissens wird im Moment an einer neuen gearbeitet. Es sollte für Pferden ein neues Buch dann herauskommen, das dieses hier integriert, das Bestehende, und vielleicht auch noch eben aktualisiert und weiterführt. Aber das ist Pferden. Pferden am Eingang im Lötschental, die erste Gemeinde des Lötschentales. Ja, dann habe ich eines, soll ich da weiterfahren? Sehr gerne. Ich habe eines, das ist ein umfangreiches Buch. Das ist ein umfangreiches Buch, auch ein schweres. Das ist Kippel. Also Kippel hat eine Familienchronik, ein hervorragendes
hervorragendes Buch. Man muss sich Zeit nehmen, um darin zu schmökern. Pardon, Thomas, aus welchem Jahr ist das? Das muss ich nachschauen. Es sieht sehr neu aus. Es sieht sehr neu aus. Neuen Datums. Ist von Ignaz Bellwald geschaffen worden. Aus dem Jahre 2006, Entschuldigung, 2006. Jawohl, also schon neu. Ja, sehr umfangreich. Wie gesagt, alle Familien werden da aufgeführt, bis in die aktuelle Zeit herein. Solche Bücher, die helfen mir dann, als ich am Anfang meiner Arbeit hier im Lötschental war. Und da nachschaute, da wusste ich irgendwie Verbindungen herzustellen, weil ich die Fotos sah und die Leute sah. Also auch hier Geschichte, Familienchronik, Anekdoten, Wappen, Brauchtum, also ein hervorragendes Buch, ähnlich wie das Wieler Buch vom selben Autor, etwas jünger, ich glaube 2016, das war herausgekommen, als ich gerade hier war. 2015 die zweite Auflage, auch das Wieler Buch geht in die ähnliche Richtung wie das Kippelbuch, eine Chronik der Gemeinde Wieler. Ausgesprochen wurde auch Ignaz Bellwald ist so unser Talhistoriker, der eine große Kenntnis hat, umfassend orientiert ist und auch die Archive kennt und ganz viel Wissen in diesen Büchern vereint. Ganz toll. Super. Da habe ich noch das Letzte, das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Auch ein wichtiger Beitrag. Das war auch schwerer. Ja, hervorragendes Buch auch über Platten. Also da bin ich noch immer am Arbeiten. Dorf- und Familienchronik der Pfarrei Platten. Platten ist die hinterste Gemeinde im Lötschental. Dieses Buch wurde auch wesentlich mitverfasst von Ignaz Bellwald, aber dann auch von Verlen Werner und Agnes Bellwald hat auch mitgemacht und Kalbermatten Hans. Das sind sehr gute Leute, alle, die ein großes Wissen auch vereint haben. Also Platten sehr umfangreich. Das geht auch noch weit über die Bevölkerung, die jetzt in Platten ansässig ist, hinaus, weil es alle Verwandten auch einschließt, Leute, die in der Deutschschweiz wohnen, Leute, die ich so hier nie sehe, aber die zu Platten gehören. Und alle Bücher geben neben diesen familiären Eigenheiten und genealogischen Hintergründen auch immer wieder einen Einblick in die Geschichte der Gemeinde, in das Brauchtum des Lötschentales. Es sind auch viele interessante geografische Hinweise, die einfach zum Lötschental, also wenn man sich mit Lötschental beschäftigt, sind diese Bücher fast ein Muss, könnte man sagen. Und deswegen werden wir sie natürlich auch verlinken unter dem Video, das ist ganz klar. Ist man gut bedient. Eine letzte Frage an dich. Wenn du es in einem Satz sagen könntest, was gefällt dir am Lötschental am besten, am meisten? Das ist schwierig zu sagen. Ich muss natürlich auch von mir als Seelsorger sprechen, als der ich ja hier bin. Ja. Ich muss 2 Sätze sagen, vielleicht. Ja. Mir gefällt die einmalige Natur, die Berglandschaft. Mir gefällt die Möglichkeit des Wanderns im Sommer oder auch des Skifahrens im Winter, wozu ich nicht so viel komme. Und mir gefällt als Seelsorger der Kontakt mit den Leuten, zu jung und alt, das Verwurzeltsein der Menschen, das gefällt mir, das Verwurzeltsein in einer Tradition, aber auch das Verwurzeltsein, in einem Brauchtum als Menschen und diese Möglichkeit, die Menschen zu begleiten in ihrem Alltag, auf ihrem Weg. Ja, das gefällt mir, das kann man hier so, weil es doch kompakt ist und übersichtlich ist, kann man das sehr persönlich auch gestalten. Ja. Diese Note gefällt mir. Thomas, das hast du jetzt so berührend und bewegend gesagt. Ich sage dir merci vielmal. Ich wünsche dir weiterhin so viel Enthusiasmus in deinem Einsatz als Prior und als Pfarrer. Dankeschön. Vielen Dank und bis auf ein andermal. Ein andermal. Dankeschön.